Ja, wir bleiben bei den Kurmetragen, wirselen aber de Festival. Weil zu Lützeburg, da lief ja der Luxemburg City Film Festival zu dem Weekend und da geht all Jahr ein Abend organisiert, wo Lützeburger Realisateuren die Chance kriegen, hier Kurzfilme zu weisen. Hier sind unter anderem dann auch viele jung und aufstrebende Filmemacher dabei. Und für diese Edition kommen so viele Demanden ran, dass es direkt 2 Kurzfilmabende am Kinepolis gab. Patricia Baum hat eine Realisatrice und einen Realisateur bei ihren Premieren begleitet. 19 Kurzfilmer sind für die 13. Edition vom Luxfilmfest zurückbehalten gehen. Für die Realisateuren ist es eine gute Plattform, hier Filme eine erste Kehr zu weisen und Geschichten in kurzer Form zu erzählen. Eine Geschichtenerzählerin ist Gintare Parolite. Die lützeburgisch-litauische Realisatrice, Schauspielerin und Schriftstellerin schafft dem nur ab an 100er Theaterbühne wie 400 an 100er Filmkamera. Und damit bringt Gintare eine ganze Panoplie und Ingredienten mit, für einen Kurzfilm zu realisieren. Ich wollte schon immer Geschichten erzählen, du für mich das irgendwie auch nicht so ein, also für mich persönlich keine so großen Unterschied zwischen Schauspielerei oder Bücher schreiben, Theater schreiben oder Filme schreiben. Wenn ich eine Idee kriege für eine Geschichte, dann bin ich mir auch immer froh, ist das ein Buch oder ist das mit ein Theaterstück, ist das ein Kurzfilm oder ein Langspielfilm oder eine Serie. Ich meine, ich bin einfach mit der Lust, irgendwie auf die Welt kommen. Op der eischter Kurzfilmsoirée huet Gintare Parolite ihre Film Date Night gewiesen. Am Film geht es um eine Frau und einen Mann mittlerem Alters, die sich auf ein erstes Rendezvous treffen. Die Chemie zwischen denen zwei stimmt und die Kommunikation ist unbeschwert und ehrlich. Ich meine, all meine Projekte gehen darum, wie wichtig es ist, ehrlich zu sein und wie schwer das ist, wie das ihn immer belohnt, wie ihn immer belohnt wird vom Leben und vom Universum, wenn ihn einfach Mut tut, auch wenn das weh tut, auch wenn das schwer ist. And I didn't know what I would do with my hands sitting at the table for God knows how long, so I thought best to nip outside for a breath of fresh air. Just 2 Tage hat Gintare das Skript geschrieben und am Ganzen goufen et 4 Tage für den Kurzfilm. Ein Film, den sich an einem Restaurant aufspielt. Also, ein Date an einem Restaurant ist schon etwas, was Leute normalerweise nicht machen. Weil du kannst dich nicht ganz einfach aus der Situation rausziehen. Du musst erst die paar Stunden dann aushalten oder fortlaufen. Und ich habe gedacht, okay, das wäre aber schön, wenn die 2 Leute so unlebt leben, also auch courageous sind. Wie zu sagen, wir haben schon eine Zeit schon geschrieben, wir freuen uns, also wirklich kennenzulernen, kommen wir los als Zeit, kommen wir sie courageous. Abend von den Kurzfilmen kommen viele Leute aus der Filmszene zusammen, die 400 an der Kamera schaffen. Ich wollte den Kian vorstellen, den auf den Film geschafft hat, den ich Regieassistent war, an den formidable Mensch, auch Regisseur ist, den auch sein Film am Festival leistet. Der Kian Agajani ist noch nicht so lange dabei, man hat aber schon auf viele Produktionen als Regieassistent oder Produktionsmanager geschafft. Luxfilmfest weist hier sein zweiter Kurzfilm mit dem Titel Armand und Elisa. Da habe ich das große Plaisir gehabt, mit immens talentierten Leuten zu arbeiten, mit jungen Leuten. Also die Equipe war immens jung. Und es war, Set zu schaffen, mich mir so immens froh, sowohl mit den Schauspielern wie auch mit allen Technikern. Und das etwas, wo ich ablehne, eigentlich. Und das ist umso mehr schön, dass ich Lützeburger Filmfest, dass der Film selektioniert wurde. Am Film Armand und Elisa geht es auch um Kommunikation. In diesem Fall 2 Kanner, die nicht dieselbe Sprache schwätzen, und aber wie von einer Firma zu kommunizieren. Schon so satt. An der Geschichte geht es um den iranischen jungen Armand, den auf Lützeburg kommt und hier geschult wird. Seine einzige Bezugsperson an der Schule ist Elisa, der Teil von der Vicky Krebs hier durch da gespielt wird. Ein bisschen dramatisch, oder? Armand und Elisa, 2 Kanner, ohne Spruch gemeinsam zu haben, verstehen sich unendlich mit die Erwursener Hand drin. Sie wird Profen, sie wird Älteren, sie wird Kanter. Die haben zwar vielleicht einen Spruch gemeinsam, aber ich habe bestimmt nicht an der Kommunikation oder an der Empathie eigentlich. Der Kian Agajani hat iranische Originen und ist heute zu Lützeburg aufgewachsen. Die Geschichte vom Armand ist nicht autobiografisch, und aber gibt es Parallelen. Das steht ja dann quasi für kulturellen Échange, das steht für Integration, das steht für
gegenseitig Verständnis an Deelen, dat ich dat war op jedenfalls als Mengerkantität andere Sachen auch, die desagreable Sache wo den Armer noch entdeckt, wie zum Beispiel komisch Blicker von den Erwursten oder von den Älteren. Alles als ein Armann, was der Scheier nachrend. Den eigene Film fir die echte Käier großen Ekran ze gesinn secht noch fir Gros Opregung bei de Realisateuren. Das soll sich effektiv so los. Es schmengen geht ziemlich voll. Das war im Moment, hey, das war im Moment bei Ausverkauf, meine ich. Da könnte jemand volles sein. Also den Druck hast du. Ich bin mega aufgeregt. Ich muss nicht mehr auf die Toilette gehen oder ich probiere nicht mehr auf die Toilette zu gehen. Und ich bin mega froh. My heart belongs to the silver screen. It belongs to telling stories, to making stories with other people. I'm sure so many of you in this room share that love. This film is a love letter to communication, so I want to dedicate my screening to everybody who is not able to or doesn't have the rights to communicate or to make films today. Gintare Parolite an de Kian Agajani werden noch an Zukunft nach weiter Geschichten erzählen. A wat bitte sto besser un wie d Format vun de beweeschte Bilder.